Ik wil een van de smarts alle persoonlijk welkom. Ons vreed dat we kan opkomen, niet zo? En ik wil ons alle begrijpen van de noemen Jezus Christus. Er is geen andere naam wat groter, Heer Jehovah is zijn naam. En wanneer we zingen, wie groot bist du? We denken aan Jezus en we doen Jezus aanbidden. We zijn in onze series Gloowen. En ik lees deze werk in de geschichte van een man, hij weer door een wildnis, wo het zo dreig is. En hij kwam naar een oude barm. En hij wil zich groot water zeken in barm wie oude dreig. Maar dort dan zet hij een teken, en zegt, ze staat op den teken, op den sign. Hij zegt, deze barm is hier al voor midden jaar geweest. Maar wilt dit barm niet wordt verken gebracht, dan dreigt hij uit. En hier is een butterwater, wat wanneer in de pump neergegoten wordt, dan schaft hij water. Dout dit water niet drinken, wilt wanneer die worst water drinken, wordt er niet genoeg water zijn, om de pump aanvangen. So wat deed einer dan met zo'n? Einer dorst zei, deed einer zich aan dat holen, wat de teken zijn deed, en liever so drinken dort in barm dan jeiten, oder deed einer das water drinken. Dann sagt der Sein wieder, wann die Pump wird angefangen mit dem Water, je wollen mehr Water haben, als was die brücken kann. Was tun wir dann in so einer Zeit? So erst das Ferken in uns Glauben. Da wir dort, was wir feilen, wir sollen down, oder da wir Gott sein Wort horchen, en dort nur doen wat Gott ons versprochen hat. Het is een beetje zoals wat met zo'n barm is, en wanneer het gevangen wordt, in Engels zeggen we prime the pump, dan krijgen we meer water, is wat we allemaal jemals kan gebruiken. Zo is het ook met wollen we Gott nur volgen doen in geloven. Gott hat ons veel versprochen. Gott hat uns viel gesagt, was er will tun in uns, wenn wir gehorsam sind und am nur folgen tun in Glauben. Von der will wir sein, wo können wir wachsen in uns Glauben? Uns Glauben soll nicht stillstehen. Uns Glauben soll nicht bis so bleiben, als der ist. Aber Gott sein Willen für uns ist, dass wir dann jeden Tag, in jedes Jahr, da in uns Glauben wachsen. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Lieve himmlische Vater, wir sind dankbar, wir können das Tag kommen, die anbeten. Wir sind dankbar, dass wir so viel Freiheit haben. Wir sind dankbar, dass du uns gut bist. Wir würden gerne diese ganze halbe Stunde nehmen und bis Dank sein für wer du bist. Und willst du so ein großer Gott bist, wir können und wir sollen die nachfolgen und glauben. Gott, ik bid dat u was ons van je ermoedigen met die woord en dat we kunnen wachsen in ons geloven. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Laatste twee zinnen sagen wir, wo wir sollen uns ganz hingeben naar Gott. Gott will nicht bloß Port von uns leben, er will uns ganz leben. En Port von Glauben ist, was wir glauben ist so. Und der zweite Port ist, wo wir Gott vertrauen tun. En van der wil ik ons helpen zijn, dat Glauben is niet bloß een ding, wat we zum Anfang brücken doen. Aber ein Glauben ist der Untergrund so zu sein für unser Leben, wo wir uitleven doen, was wir in Jesus Christus haben. Die Gemeinschaft, was wir mit Jesus Christus haben, nehmen wir an und wir leben dort uit durch Glauben. Wir wollen anfangen von der in Hebräer Kapitel 6, wir wollen die erste Vers lesen. Hebräer Kapitel 6, die erste Vers. Dort sagt es das. Dann werden wir nu abhören, davon zu reden, wo wir anfangen können, so als Christ zu leben. Leider, weil wir davon reden, was zum voljewosenen Christen Leben gehört. Wir wollen nicht bei den Sachen von Anfang stehen bleiben, dass wir uns von den douden Werken bekriegen müssen und an Gott glauben.
So, es sind 2 Dinge, was er hier sagen wird. Erstlich sagt er, wir sollen nicht wie dort bliewen, was der Anfang ist. So, wenn wir vielleicht ein klein bisschen reden, was meint dort? Er redet hier von einem voljewosenen Gloowen. Da wir dort dann einen hoffenjewosenen Gloowen nennen. Was sind die Teken, dass wir einen Glauben haben, was noch nicht uitgewassen ist oder vollgewassen ist? Wo lädt das in uns Leben? Ich glaube, der gerade zu denken hier, der Schreiber von Hebräer, wies uns das, dass wir blieben bei den Anfang. Wir sind vielleicht 20, 30, 50 Jahre bekehrt und haben einen Glauben an Gott. Aber wenn wir zurückkicken, wir würden sagen, der Highlight, den höchsten Punkt für uns Glauben ist den Anfang. Wenn dort passiert in uns Leben, wir haben noch nicht einen Glauben, was gewassen ist. Wir sollen wieder denken, wieder wissen, das ist den Anfang. Bekehren in die wahre Geburt, das ist wichtig. Aber das ist nicht den eng. Den eng ist, wenn wir vor Gott stehen. Und er sagt uns, wir sind treu geblieben. Und wir sind in deinem geblieben, was gewassen sind. Dort ist unser Ziel. Er sagt, wir sollen nicht, in der ersten Part sagt er, dann werden wir nicht abhören, davon zu reden, wo wir anfangen können. Paulus sagt, oder der Schreiber von Hebräer, wir wissen nicht, ob das Paulus ist, er sagt nicht, dass es artig ist, von den Anfang Glauben zu reden. Wir sollen und wir machen. Aber was er sagt hier ist, wir sollen nicht durchblieben. Das ist ein bisschen, was wir sagen in der Schule. Wir fangen an in der ersten Jahr in Grade 1. Und dann mit den Jahren, wenn wir lernen, dann jedes Jahr, da wir Dollar und Dollar lernen. Die anderen vielleicht mal beobachtet, vielleicht in die Tinger oder vielleicht sind die eine seiner Jawas. Die Leute von Mexiko, wo die vielleicht auch ein bisschen eine deutsche Schule haben, die kommen nach Kanada und die werden vielleicht 10 oder 12 Jahre alt. Wenn die einen Krack in der selben Schule nehmen, wo die anderen Tinger in alle werden, die haben eine sehr schwere Zeit. Weil sie fangen nicht in der selben Zeit an, und der selbe steht an als der andere. So erst wir können uns glauben. Wir machen nur einen Anfang, aber wir sollen da nicht bleiben. Und ich weiß, welche von uns sind vielleicht bei den Anfang. Und dort ist sehr gut. Ich will dort nicht nur schmecken, dort ist nicht, was der Stiefel hier sein wird. Aber wenn wir den Anfang begreifen, wir sollen wissen, wieder haben von den Anfang. Wenn wir, bis du bleiben, uns Anfang, dann was wir nicht in uns glauben. Nach ein Teken, wo ein Mensch in Anfang glauben haben, würden seinen hoffgewachsenen Glauben, als dort eine Person, die bietet sein ganzes Leben und Glauben an, was sich feiern tun. Ihr habt vielleicht mal beobachtet, und vielleicht in ihrem Leben, wenn ihr zu Jesus Christus für die erste Mal kommen, was passiert in uns? Da passiert in uns ein großer Friede in uns. Und wir werden so mutig und wir werden so froh und das Schild beruhigt uns und wir haben so eine Feeling, Gott hat den Sinn aufgenommen, wir werden frei und wir fallen uns so gut. Dann wieder vielleicht mal Monaten Lothar, vielleicht ein Jahr Lothar, dann fangen die Fehlungen weniger und weniger zu werden. Und ich habe mit so vielen Menschen, junge Christen geredet und sie fragen mich, was ist artig mit mir? Dass meine Fehlungen, die sind nicht so stark, als die immer werden. Das viel, was in mir wir, das ist nicht mal so heit. Und ich sage, das ist gut, dass du hier bist. Ich sage nicht, dass wir sollen dort aufmerken, dass wir ein Ziel haben, Jesus Christus nur folgen. Aber dort, wo nur den Anfang kommen wird, ist besser, dort ist tiefer und dort ist stärker. Und dort ist ein Wandel mit Jesus Christus, was nicht an falschen Gebiet ist allein, aber an Gottes Wort und Glauben und Vertrauen an Gott. Da würden wir so sein, dass wenn wir uns befreien tun, das sei ja so, nicht? Oh, die junge Lied, die haben sich kurz befreit, die werden immer hängen halten. Wenn sie tüß sind, halten sie hängen, bieten, rumfahren, wir sagen lovey-dovey, jetzt Bescheid, nicht?
Aber 20 Jahre wieder, hat das geändert. Bei meisten von uns, 20 Jahre wieder, 40 Jahre wieder, als der Leib dieper und beter ist der in der Anfang wir. So erst zurück mit uns Wandel in Jesus Christus. Wir dürfen uns nicht ängsten, wenn derselbe Feiling, was wir am Anfang wären, ändern dann. Aber wir müssen wissen wieder, dass ein stärkeren und ein dollar sicheren Glauben ist, so wenn wir wissen dann. Der dritte Punkt ist, ein Glauben, was voljewosenen ist ein Glauben, was sich bis anholen dat, was wir tun. Das ist ein Teken, was ich gesehen habe in jungen Christen. Sie sind sehr bedeutet an was sie können tun für Jesus Christus. Sie wollen alle Sorten tun, sie wollen Jesus Christus dienen. Und das Gott, das kämpft von der Städten hart, was will Jesus Christus ehren, für was er getan hat für uns. Aber wenn wir niemals wissen, wie das dort, und wir loten nicht ans Glauben deipen hart gehen, und wir tun darüber bis sein, was wir tun können für Jesus Christus, bleiben wir dort Gemeinschaft bauen, ans Glauben wird niemals fallen gewassen worden. Da wird niemals fertig und vollkommen worden. Ich glaube, sehr viele Christen, die verstärken sich hinger, was sie tun, sodass sie nicht wissen, in Gemeinschaft mit Christus. Und wenn die von der das hören und die hören, wo da ich mich verstärken, hinger, was ich da, lieber da ich nicht wissen in meiner Gemeinschaft. Das wird ein bisschen so sein, dass wenn wir eine Gemeinschaft haben mit einer Person, und wir wollen niemals die Person lernen kennen, wir wollen die Person bis bedienen. So ist es mit einem Menschen, der nicht in Glauben hat, was wissen das. Ein Mensch, der in schwachen oder wir würden gerne sagen, voljewosenen Glauben hat, ist eine Person, die sehr in starken Zweifel hat, jedes Mal Dinge gehen nicht so sie wünschen, die deuten. Wir merken uns welche Dinge deutlich, was Gott wird tun und was wir wollen handeln wollen. Und mit dort, wenn Dinge nicht so ausfallen, als was wir wünschen, die würden, viele von uns, wir sind dann in Zweifel. Wir werden unmutig. Aber Gott will haben, wir sollen wissen, in uns glauben, dass wenn Dinge nicht so wollen und nicht so ausfallen, als was wir wünschen, die würden, dass wir uns glauben erst nicht auf den Zweifel, uns glauben ist sicher. Wir haben Jesus Christus in der Hand. Und Jesus Christus in der Hand, der ist einmal durch das sicher. Und wenn wir an Arm haben, wir brauchen uns nicht an Zweifel sein. Und wir brauchen uns nicht bedeutet worden, an was wird ausfallen. Und dann ist in Jakobus Kapitel 1, das erste Vers sein, dass ein Mensch mit einem jungen oder einem schwachen Glauben ist eine Person, die einmal auf der Duck ist zu sein. Jakobus Kapitel 1, das erste Vers sagt es dort. Laut einmal bei einem Glauben fragen und nicht zweifeln. Ein Zweifler ist so als ein Wal auf dem Meer, der von Wind hin und her gedreven wird. Wenn wir so eine Menschen sind, die hin und träg gehen, sind stark ein Tag, nächsten Tag, dann werden wir uns Glauben ganz wegschmieden. Hin und träg. Und das ist so vermeid worden, wenn wir so einen Glauben haben. Und das kann sein, wenn wir immer so eine Menschen sind, die so einen Glauben haben, das ist vermeid worden. Hin und träg. In Glauben wird wissen, dass jo, wir haben Zweifel, jo, wir kämpfen. Aber der Glauben ist nicht so, dass die Hahn träg muss gehen. Aber ein Glauben wird sicher stehen nicht in Jesus Christus. So, wir haben ein klein bisschen sein, was meint das, dass wir einen schwachen Glauben haben oder einen Glauben, was nicht wissen das. So, was sind die Teken von einem voljewosenen Glauben? 2. Thessaloniker, Kapitel 1, der 3. bis 4. Vers sagt es dort. Liebe Brüder, wir möchten Gott einmal wahr danken für uns. So als sich dort gehört.
Je Glauben was sei. In jene Leib te einordnen nehmt Amato. Frau vertal. Wie? In Gott seine Gemeiten davon. Wo je so geduldig und treu im Glauben gebleven sind. Je all Verfolgung und Leiden. Womit je auf der Probe gestellt worden sind. So, er redet hier ein paar Dinge, ein paar Teken, was das meint, er sagt, in Glauben was sei. So, was sind die Teken, was bewiesen dann, dass wir in Glauben wasen dann? Der erste Punkt ist, dass uns Glauben was, und wir haben ein größeres Verlangen und ein größeres Verständnis von Gott sein wird. In Kraxene war wir sollen nicht bei dort aunfank bliewen, bis die lehren, was am Anfang sein. Wir sollen wachsen in uns Verständnis. Ein Ding, was Messias schon hat, ist, wenn Menschen nicht ein Verlangen haben, mehr und mehr von Gott zu weiten. Sie sind zufrieden mit mehr nicht weiten und wenig weiten. Aber hör mal, was Römer Kapitel 10, der 17. Vers sein wird. So kommt der Glauben durch die Predigt und die Predigt von Gott sein wird. Von wo kommt uns Glauben? Wo warst uns Glauben? Uns Glauben ist der Wurst und der kommt durch Gott sein wird. Gott sein wird als der Untergrund zu sein von uns Glauben. So woran will Menschen nicht wachsen in ihr Verständnis von Gott sein wird? Ich glaube, das sind besonders vielleicht zwei Lehren, was wir annehmen dann, was uns zurückholen wird. Und das ist vielleicht besonders manch uns Mennoniten in Normod. Wir glauben fertig, dass als Beter wenig zu weiten, wird es dann sehr wie für wenig verantwortlich. Wir glauben dort, wenn wir wollen wenig weiten, dann wird Gott uns für wenig verantwortlich halten. Aber weißt ihr, die Lehre ist nicht in der Bibel. Die Lehre ist nicht in der Bibel. Die Bibel lehrt das ganz anders. Wir sollen so viel weiten von Gott sein Wort, als wir können. Willst du erst, wenn wir Gott sein Wort lernen können, dann lernen wir Gott kennen. Und wenn wir Gott lernen können, dann haben wir einen Untergrund für unsere ewige Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich denke an für Gott Stunden und verantwortlich sein, für wo wir haben gelebt hier. Ich bedeutet sehr, dass Gott wird den Excuse annehmen. Ich kann den Wort lesen, aber ich das nicht. Ich glaube, dass Gott wird uns verantwortlich, nicht bloß für dort, was wir weiten, aber auch für was wir können weiten. Wir wollen nicht frei gehen, so zu sein, wenn wir die Gelegenheit haben, Gott sein Wort zu studieren, aber wir dann abflieht, dort zu sehen, sagen. Wenn wir die Bibel haben, und wenn wir die Bibel nicht lesen, dann, wir sind sozusagen ohne eine Excuse. Wir leben in einem Land, wo wir ganz frei sind, Gott sein Wort zu studieren. Das sind andere Länder, wo sie sich die Bibel verstärken und keine Person hat eine ganze Bibel. Sie tun sich, das ist eine Tag, jeder der Fargen der Beker auswendig lernen, so dort taub kann sie die ganze Bibel reden. Sie sind nicht frei, um eine Bibel zu haben. Aber wir in Kanada, wo immer wieder hören, wir sind frei, um Gott sein Wort zu haben. Und wer wir dort dann ernstlich. Der zweite Lehre, was uns fertig in Stichstunden das ist eine Lehre, ist dort, wenn wir die Bibel wollen studieren, dann wollen wir stolz werden. Und der wird fertig von 1. Korinther Kapitel 8, die erste Vers geredet. Dort sagt der zweite Part von der Vers, dort weiten von der Wahrheit ohne allein mehr Gestalt, aber live büht ab. So Menschen lesen diese Vers dann und sie sagen, na, das sagt hier, wenn wir wollen viel weiten, dann wollen wir stolz werden. Aber der Vers, das sagt hier sehr klar, wir weiten von der Wahrheit allein.
So bis dort weiten in Kap, wann wir dort bis in Gedanken hauen, dort es wird uns stolz merken det. In der dritte Vers wieder sagt es det. Aber wer Gott ist, dem kennt Gott. So dort wird wir weiten von der Bibel, dort muss verbunden sein mit Gott lernen kennen. Und wenn wir Gott lernen kennen, dort wird wir weiten von Gott, dort wird uns nicht stolz merken. Weil Gott seine Kreatur wird in uns schaffen und seine Natur wird in uns schaffen, dort wie Dollar und Dollar Jesus Christus liegen down. Gott sein Wort bringt Leben. Gott sein Wort bringt Weisheit. Und woran wir Jesus Christen uns dann aufmerken? Von dort wird uns besser in Gott sein, in dort ewig leben wird, wie in Gott sein Han. Mit det, wenn wir Beker lesen dann, wer will nicht bis wie ein Schreiber bleiben, nur ein Prediger hören. Leider wer wir so viel studieren, was wir können. Aber wer wir ein Buch mehr lesen, ist uns ein ordentliches Buch. Wer wir das Bibel mehr lesen, ist Beker wird von der Bibel reden. Wer wir leider die Bibel selbst lesen, so viel wie können. Jeder Tag die Bibel merken, mit den Wellen und obsehen, was hat Gott für mich von dir? Dort wir können Gott besser lernen können. Nicht bloß, dass wir können mehr weiten allein, so soll hier sein wird. Aber dass wir können Gott besser lernen können. Dort wir können weiten. Wo können wir Waussen uns glauben? Wo können uns glauben besser und stärker und doller sicher sein? Jeder Tag. Der zweite Part von in voljewosenen Gloowen ist dort. In Gloowen wird Waussen det, es bedeutet an wat in hart angehen det. Zo'n wat in starken voljewosenen Gloowen ist viel doller bedeutet, wat in hart angehen det, ist wat ze doen. Wat in Mensch ist, in hart, ist viel wichtiger, ist wat ein Mensch det. Wer wir sind, was Gott in uns schaffen hat, ist viel doller wichtig, ist, was wir können tun für Gott. Zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht gehindert ist, und jeder Tag Waussen Em Gloowen, aber nicht kann wirklich tun, so zu sein in der Kirche. Und die Waussen in der Gemeinschaft mit Gott, und der Glauben wird tiefer und tiefer. Wie Gott erst dort mehr wird, so zu sein. Es soll noch was in flachen Glauben haben in Hort, aber viel das in der Kirche. Die Gemeinschaft mit Gott von Hort ist was wichtig ist wie Gott. Glauben soll uns immer ansporen, um Gott wieder nur folgen. Unsere Jungs, die Waussen in Hem ab, wo Vater im Prediger ist. Und fährten dann die Kinder dort nur down, was die Älteren Frau Arbeit tun. Zum Beispiel, ein kleiner Bengel, der will ein Truckfahrer sein, und der spielt Truckfahrer, will sein Vater ein Truckfahrer ist. Oder ein Vormacher, was immer. Und wie ein paar Jahre zurück, dann gingen wir rüten, kicken von Fenster rüten, hier wir meine vier Jungs, die spielten Truck. Und mein Ältester, der wieder boven ab der Chor, und er predigt so sehr, als er kann. Er will seine Brüder, muss ich andichten. Die spielten Truck. Meine Angst ist, dass viele von uns spielen Truck. Wir kicken uns Glauben an, so spielt ich. In Englisch sagen wir sind Pretenders. Wir pretenden, dass wir in Glauben haben. Wir tun all die rechten Dinge, so dass Leute das, wir dort achtet haben, was wir wollen haben. Aber von Hort sind wir leidig. Ich will uns von dir ansporen. Wer wir uns glauben, Leute nicht bis hier sein, aber raufgehen, so dass ein Hort ist. Dort wir dürfen nicht Talk spielen, Glauben spielen, leider dort wir das rechtet und achtet haben, dort das echt und real ist für uns. Wenn ein Mensch nicht in Glauben wird ein Hort ist, dort ist ein bisschen so, und wir wohnen hier in Ontario, wo unsere Vorder so leicht verrostern tun. Ja, dann vielleicht muss ich sein in der Chor, in einem Pickup, ein feines, blankes Spiel.
vor, das ist ein Spiel. Aber dann kan je bot zijn dat buddelt en dat wordt een beetje knubbelig. Aber de weng is de vorv van smaak en gloed. En met de tijd dan valt er een ganze poort van de koor af. En dat als wegen de vorv kon dat niet meer taub houden, wou dat verrasterendheid van ben. En wanneer we in Glauben haben, wordt van buiten bus als fijn gemerkt. Aber van binnen wie niet wassen doen. Da können so leicht rankommen, dat ons ganzen Leben, ganzen Glauben wordt verfallen. Weil wir vorsichtig zijn, dat we een hart laten ons Glauben wassen. En dan van in de 4e Verse des 1. Thessaloniker, hij zegt, de grootste poort wordt wassen in ons hart, is de lijf einen te ordnen. Wil je weten, waar we weten dat we glasen en geloven? Wanneer we lijf van hart hebben, van een ordnen. Wanneer der lijf niet wassen deed, dat is sehr mehrlich, dat ons geloven niet wassen deed. Aber wanneer der lijf besonders voor andere Christen wassen deed, dat is een teken dat we in ons geloven ook wassen doen. De nächste punt is dat in voljewosenen geloven kan dat aannemen en durch zijn wanneer een zware tijd durchgaan. Dat zegt, vrouw vertel wie, in God zijn je meiden doorvan, wo je zo geduldig en trouw in geloven gebleven bent. Bij alle de vervolging en lijden, waarmet je op de proef gezet worden bent. In geloven wat niet onder proef kan gesteld zijn, würde ik zeggen, als niet in geloven wird haben. Wanneer ons geloven wat we hebben, aan falsche dingen gezegd is, en de geloven de schwere tijd niet kan durchmerken, dan fehlt ons een ordnungsart geloven. Een ordnungsart geloven wat zich niet houden deed aan wat Rama ons aangaan deed, maar een geloven wat houdt zich aan Jezus Christus. Een geloven wat zeker is. Dan bood het niet wat Rama ons aangaan deed, we houden ons aan God. We houden ons wat God ons versproken heeft. En we houden ons aan dat wat God voor ons heeft, liever als wat we hebben voor onszelf. We kunnen ons houden aan God, wanneer we in een zware tijd doorgaan. Wilt we gaan je zijn wat God gedaan heeft. Ik wil je ermutigen, wanneer God trouw je is, en je kan zijn wat God in je leven schaffen deed. En je zijn een wonderteken wat God in je leven deed. Dat opschrijven. Merk een teken voor jezelf. Zodat wanneer je een frisse tijd doorgaan, wat zwaar is, je kan terugkijken en zijn waar God trouw is. En wanneer we zijn dat God als eier trouw was, dan kunnen we dat weten dat God wat ware trouw zijn. God geeft niet op aan zijn kinderen. We kunnen ons aan hem verlaten. En een geloven wat wassen deed, kan zich jeder dag dollar aan dollar aan God houden. We weten ook dat God is in volle controle. God heeft alles gemerkt. En met wat hij zei, der zijn woord zegt dat. Der zijn woord kan alles wat is. En wanneer God de kracht heeft om alles met zijn woord merken zou. Van niets. God heeft de kracht om ons leven in zijn controle houden. En dat wat zo uitvallen is aan dat gevallen deed. So wo kunnen we dan wassen in ons geloven? Ik geloof de grootste poort is, we moeten dat even, wat dat meint, den Stab van geloven nemen. Een mens wat zegt hij wel, aber niemand steht, is niet een mens wat geloven heeft. Een mens wat weet wat hij wil doen, en weet wat God verlangen deed van hem. En dan, wanneer ze ook niet ganz zeker zijn aan wat de nächste stap is, ze nemen de eerste stap naar wat God wil verant. En de verkende wordt dat we dat doen, de lichter wordt dat in geloven wandelen.
Ik denk dat vielleicht mal de eerste Mal, wat je allein voren deed, nicht so? Je kreeg me in de korn en zaten door hingen dat stier. En dat we actually meestal een beetje angsten. We nu alleen naar de stad voren. Oder alleen naar de vriend naar de stad voren. En dat eerste Mal voren alleen, dat we zeer te angsten. We willen een beetje wat het fan schaffen. En wanneer je 10, 15, 50 jaar je voren gaan, nu denken we er niet meer aan, dat we ons angsten doen te voren. Want we gaan het zo verken gedaan, dat we weten wat we kunnen doen. We gaan dat geëift. Zo is het ook met ons geloven. De meer we geloven uiteven doen in God, de leichter wordt het. De verken we zijn dat God trouw is, de leichter is dat voor ons, dat nächste Mal God te gehorchen. Dat laatste poort is, wanneer we in een zware tijd zijn, waar we zijn, waar we kunnen waussen ons geloven, laten we ons zelfs bejammeren voor hoe zwaar we dat hebben. Dat is een trouble wat we als mensen hebben. Wanneer we in een zware tijd doorgaan, het eerste ding wat we willen doen is ons zelfs bejammeren. Maar God is true, God is liefdevol, God is gnädig. En wer Gottes Kind ist, braucht sich selbst nicht bejammern. Wer Gott hat, die ewige Hand. Und wir können uns Gott an Gott verlassen. Laten we uns bejammern, wo wir nicht vor der Zeit durchgehen. Wer wir laten uns hart untersuchen. Und uns selbst die Frage stellen, was kann ich lassen ändern in mein Hart, dass wir Dollar und ich Dollar, dass Jesus Christus sein. Wat wil God in mijn hart doen? Zo te zijn dat afgang wat niet gehinderd in Christen zijn hart. Wat wil God in mij doen dat dat afgenomen wordt? Dat ik dollar Jezus Christus leert kan. Wat van een zin wil God in ons hart uitnemen? Zodat het leichter is in geloven wandelen. Ik wil vandaag sluiten met dit. Want we zijn waar we in ons geloven zijn. We zijn verken waar we nog zullen gaan. We zijn Jezus Christus, der is volkomen, hij is perfect. Geen Fehler. En we zijn waar we zijn. En dat is nog zo weit dat we moeten komen, dat we volkomen zijn. En we zijn waar groot dat is. Zwischen uns in Jesus Christus. En nogmaals, waar we een klein beetje aanmoedig, wilt we nog zo weit te wassen gaan. Ik glaube, dat is verken beter met terugkijken en zijn waar we gekomen zijn. Ik wil je ermoedigen, daut terugkijken. Wat heeft God in dien leven gedaan? Dat die geloven sterker is, als die middenjaar terug weer. En dan wil God weer terug om je geloven was van darten tot nu. En krijg ze een weg wat hij terug zijn, dat je kan wedergaan, je geloven ook wassen in Jezus Christus. We sluiten met een gebed. God, we zijn dankbaar dat u een God bent, wat groot en allemachtig is. We zijn dankbaar dat we kan die aanbidden. En God, ik bid, van de zonne zijn wat van deel harken doen. En zij kunnen zichzelf te zijn en vlees en hart gaan zij weinig geloven. Dat is busbuiterlijk. God, ik bid dat u was der dien juist en te hart dieren. Dat wanneer zij den hart nog niet gaan gegeven aan die. Dat van deel is de tijd wat ze dat worden doen. Dat we niet meer durven kerk en geloven spelen. Maar dat wordt werkelijk echt en zou zijn voor ons. We vreuen ook voor de eeuwige aandacht en we met het laatste lied zingen. Dat er wordt verdienen en dienen heiligheid zijn. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.